Und ich gehe immer mit ihm, mit dem Papa, gehen wir auf die Jagd. Und die Mutter sagt immer, wenn ich mit dem Papa auf die Jagd gehe, Fredi, sei schön brav. Und dem Papa schön folgen. Sei schön brav und ehrlich. Und wenn's da stößt, schick's heim. Und weißt du, was wir haben einen treuen Jagdhund haben? Den hat der Papa schon 8-mal verkauft. Der ist neu heimgerannt. So treu ist der Jagdhund. Und der Papa fährt immer mit dem Moped auf die Jagd und da sitze ich hinten oben und ich sag immer, bitte Papa, fahr nicht so schnell, ich fürchte mich. Und dann lacht der Papa, sagt er, schau Fredi, eine Hand. So, mein bitte Papa, ich fürchte mich. Und dann lacht er noch mehr, sagt er, schau Fredi, eine Ferse und Hand. Und nachher hat's duscht. Und dann bin ich umgeguckt am Baum. Und der Papa ist runtergekugelt in den Graben, mein Lehrer. Und ich hab gesagt, siehst Papa, jetzt hast du das. Zuerst hast du gesagt, eine Ferse und Hand und jetzt bist du eine 10. Aber der Papa hat schon wieder 10, was der von der Krankenkasse. Aber die Mutter versteckt sie ihm zu Ostern immer, dass er nicht den ganzen Schinken zusammenfrisst. Und da sind wir auf die Jagd gefahren, der Papa und ich. Weißt du, einen Fuchs haben wir jagen müssen, weil der Hein hat uns gestohlen, der Fuchs. Weil die Hein ist aus dem Zaun rausgerannt und hat der Papa gesagt, siehst, der schlimme Hein hat jetzt der Fuchs gefressen. Sag ich, gell, Papa, die braven Herren fressen wir selber. Und dann ist schon der Fuchs dahergekommen erst. Und da war der Papa bald hingelegen, weil der Papa hat das Gewehr aufgekommen und dann hat er mal Lust. Und dann hat er den Fuchs vorn reingeschossen und der Fuchs hat sich umgedreht und der Schuss ist ihm hinten raus und hat den Papa da beim Schädel gestraft. Wenn wir auf der Alm sind, weißt du, kocht der Papa immer selber. Der kocht gut. Und da hab ich gesagt, bitte Papa, was kochst denn du heute? Ich sag, ein Jagerschnitzel. Sag ich, bitte Papa, wie magst denn du das Jagerschnitzel? Sag ich, schau Fredi, da hau ich das Fleisch in die Reihen rein und da kommt ein Pudel Schlägerwitz drüber und da kommt der Cognac noch drauf und dann schütt ich noch einen Liter Wein dazu und eine Flasche schwarzes Bier. Hab ich gesagt, pfui Papa, erst kann man das Fleisch überhaupt fressen? Sag ich, nein, das Fleisch hau ich weg, aber der Saft ist gut. Schnitzel gegessen, ich hab nicht viel gegessen. Das meiste der Papa, der hat nur den Saft hat er getrunken. Und da hat er einen Rausch gehabt, der Papa, hörst, der hat mich gar nicht mehr gekannt. So einen Rausch hat er gehabt. Und da hat sich der Papa gefürcht von heimgehen, hat er gesagt, bitte Fredi, jetzt trau mich nicht mehr heim. Weißt du, die Mutter hat gesagt, wenn wir von der Jagd heimkommen, muss immer beim Schlüsselloch reinblasen. Und wenn sie einen Alkohol uns gesperrt, die Mutter, dann muss der Papa auf der Tacken liegen. Hab ich gesagt, Papa, scher dir nix. Frisst halt einen ruhigen Quagel, dann riecht die Mutter nix. Und der Papa hat wirklich einen ruhigen Quagel, hat er gegessen und dann sind wir heim. Und die Mutter hat schon geschrien, einer blasen. Und der Papa hat nachher gelacht, hat er den Reibe auf die Seiten und hat so hat er reingeblasen. Und die Mutter geschrien, hat sie gesagt, Papa, mit dem Mund sollst du einer blasen.